5 Filmfakten. Heute Klassenzusammenkunft. Keiner will sich erinnern, doch die Wahrheit holt sie alle ein, war die Tagline des Films. Eine schöne Klassenzusammenkunft ist das. Was ist ja plötzlich los? Die Allstars des Schweizer Kinos versammelten sich 1988 für ein klassisches Whodunit Murder Mystery. Aber was ist das genau? Wenn wir nicht warten, bis der letzte Tag noch kommt. Da können wir lang warten. Krimi-Altmeister Alfred Hitchcock verwendete 1956 den Begriff Whodunit als Titel für eine Episode seiner Fernsehserie Alfred Hitchcock Presents. Who done it? Ein klassisches Whodunit, auch Murder Mystery genannt, befolgt folgende 3 Spielregeln. Erstens: Das Setting ist begrenzt. Der Schauplatz ist oft abgeschnitten von der Außenwelt oder der Justiz. Also zum Beispiel ein abgelegenes Haus, ein Schiff oder eine Insel. Zweitens: Es gibt nur eine begrenzte Zahl von Verdächtigen, die oft in engem Kontext mit dem Opfer standen. Und drittens: Am Ende wird der Fall vollständig und in Anwesenheit der Verdächtigen für das Publikum entschlüsselt. Der Mörder wird enttarnt. Was ist passiert? Jemand hat geschossen aufs Zentrum. Wer? Du hast sie erledigen. Genau in seinen Zeiten. Emmy! Ich muss ihn gar nicht in Schutz nehmen. Ich weiß ganz genau, was ich sage. Die Whodunit-Filme zeichnen sich meist auch durch komödiantische Elemente aus, zwinkern also dem Publikum mit einem Auge zu. Die bekanntesten Filme der Gattung sind Sheila, Agatha Christie's Mord im Orientexpress und Tod auf dem Nil, Eine Leiche zum Dessert, Alle Mörder sind schon da, Gosford Park und We Femme, sowie aktuell Knives Out und Glass Onion. Es gibt auch Genre-Mixes, die sich dieser Spielregeln bedienen. Allen voran Wes Cravens Scream. Nun also drehte ein Schweizer Regieduo 1988 ein «Wer ist es gsi?». Und ihr seid alle dabei gewesen. Und jetzt könnt ihr mir mit eurer Klassenzusammenkunft. Erfolgreiche Regieduos gab es schon immer. Viele Geschwisterpaare haben Filme gedreht, die aus der Filmgeschichte nicht mehr wegzudenken sind, wie die Coen Brothers oder die Wachowskis. Aber nicht nur Geschwister ergänzen sich im Duett. In Russland schufen Grigori Kosintsev und Leonid Trauberg zwischen 1924 und 1945 13 Klassiker der Filmgeschichte und wurden damals zum Aushängeschild des sowjetischen Kinos. In Italien führten das Duo Castellano und Pipolo bei über 20 Filmen Regie und schrieben über 70 Drehbücher. Ma come facevi a saperlo? Nella vita c'è chi sa e chi non sa. Aus Argentinien wirken derzeit Gaston Duprat und Mariano Cohn mit internationalen Hits. Vamos allá? Vale, preparados? Acción. In Hollywood sorgen die Daniels mit Everything, Everywhere, All at Once für Furore. Und in der Schweiz brachten uns Rudolf Wurlitzer und Robert Frank den musikalischen Roadmovie und Kultfilm Candy Mountain. Die Gebrüder Guillaume den Animationsfilm Max & Co. und Greti Clay mit Jürgen Brauer den zauberhaften Anna Anna. Aktuell sorgen Stéphanie Chua und Véronique Raymond für filmische Reisen von internationaler Anerkennung. Meist ist es so, dass die eine Hälfte des Paares mehr fürs Schreiben zuständig ist und die andere für die Umsetzung. Durch das, dass man miteinander die Geschichte entwickelt hat, durch das, dass man miteinander da lang daran herumgestudiert hat, und der Peter vom Film herkommt und ich vom Schreiben herkommt,
ist es dann in der Schreibphase vielleicht so, dass das für ihn faszinierender ist, mit mir zu arbeiten und in der Regiephase für mich faszinierend ist, mit ihm zu arbeiten. Klassenzusammenkunft war die zweite Zusammenarbeit von Däuber und Stierlin. Nach dem eher schrägen Sci-Fi-Krimi Videopoly oder Duponts Verschwinden. Nach 1988 gingen die beiden leider wieder getrennte Wege. Ich habe mich gefragt, was gibt es in der Schweiz? Milchschokolade, die Alpen, Volkstänze und Seen. Man muss versuchen, alle diese lokalen Gegebenheiten in das Drama einzubauen. Die Seen müssen da sein, damit Leute darin ertränkt werden. Und die Alpen, damit sie in Schluchten stürzen. Soll Alfred Hitchcock zu seinem Film The Secret Agent gesagt haben. Däuber und Stierlin haben sich diese Aussage zu Herzen genommen. Die Idee für den Film sei laut Peter Stierlin 16 Jahre vor Drehbeginn entstanden. Als er bei Aufnahmen für einen Dokumentarfilm auf dem Weissenstein bei Solothurn wartete, bis sich der Nebel lichtete, ging eine Gruppe Wanderer vorbei, die das Solothurner Lied «Sisch immer so gsi» sang. Sisch immer so gsi, sisch immer so gsi. Das kann nur eine Klassenzusammenkunft sein, dachte er. Er habe die Gruppe eine Weile beobachtet. Die Frauen und Männer seien unglaublich gesprächig gewesen und hätten viel gelacht. Er habe sich dann überlegt, dass einige dieser Leute vielleicht etwas Schreckliches zu verbergen haben. Eine hat möglicherweise ihren Mann vergiftet, ein anderer einen Nachbarn erschossen und ein dritter einen Freund über eine Klippe gestoßen, so wie es später in unserem Film geschah. Lang her. Als Däuber und Stierlin Jahre später über ein gemeinsames Projekt nachdachten, wurde die Idee des Klassentreffens wieder aktuell. Wir sahen darin auch eine Möglichkeit, einen Film mit allen Schweizer Schauspielgrößen zu realisieren, sagt Däuber. Wir wollen einen Film machen, der möglichst ein breites Publikum findet. Und wir glauben, dass man mit der Besetzung, die man da hat in der Schweiz, eben das anbringt. Die Besetzung war also seit Beginn mitgedacht und zeigt sich im Film wahrlich maßgeschneidert. Auch die Nebenrollen, Matthias Gnadinger Doch etwas Schönes für einen ganzen Fisch. und Hans Leutenegger, Guten Abend. Sollte von Schneider fahren. konnten nicht besser gecastet sein. Die Idee war eine doppelte von Anfang an, nämlich eine Geschichte von so einer Klassenzusammenkunft und etwas schreiben, wo man möglichst viel von diesen Schauspielern versammelt, die schon lange nicht mehr im Schweizer Film miteinander etwas gemacht haben. Werfen wir also einen genaueren Blick auf das Who Knows Who im Schweizer Filmsternchenhimmel. Zufälle gibt's. Produzent Peter Christian Furter ist der Sohn von Anne-Marie Blanc. Schön, dass sie so eine herzige Zusage an Däuber und Stierlin schrieb. Liebe Herren Däuber und Stierlin, die Aussicht, in Ihrem Film Klassenzusammenkunft mitzuwirken, macht mir großen Spaß. Die Idee, die alten Filmhasen zu versammeln und in einer witzigen Form dem Publikum zu präsentieren, scheint mir gut. Und Ihre zwei Namen bürgen für eine intelligente und fachlich kompetente Realisierung. Mit den besten Grüßen, Ihre Anne-Marie Blanc. Sie kannte Paul Hubschmid aus Die missbrauchten Liebesbriefe und drehte später mit ihm Palace Hotel. Paul Hubschmid, mit Fusilier Wipf in der Schweiz schlagartig bekannt. Er erhielt daraufhin in Hollywood einen 5-Jahres-Vertrag und änderte seinen Namen in Paul Christian. Seine damalige Frau Irene Schierser spielte im Film übrigens seine Freundin. Hannes Schmidhauser, der ehemalige Captain der Schweizer Fußballnationalmannschaft, spielte bereits mit Anne-Marie Blanc in SOS Gletscherpilot und mit Rudi Walter in Hinter den 7 Gleisen. Schmidhauser kannte auch Stefanie Glaser aus seinem Blockbuster Urli der Knecht. Stefanie Glaser war damals noch nicht ganz so schweizberühmt wie nach ihrer Rolle in Die Herbstzeitlosen, aber doch schon sehr bekannt aus Kabarett und Fernsehen, zum Beispiel als Tante Elise bei Teleboy.
Und wir haben eigentlich wirklich eine Klassenzusammenkunft gehabt. Mit Peter W. Staub spielte sie im Fernsehfilm Seniorentango. Staub wiederum kannte Anne-Marie Blanc aus Gilberte de Courgenay und Paul Hubschmid aus den 40er Jahren, als beide im ersten Duftfilm der Welt für die Weltausstellung in New York spielten. Ich kenne alle, mit manchen habe ich schon früher zusammen gespielt. Am längsten habe ich mit dem Peter W. Staub Erinnerungen austauscht. Das vor 50 Jahren haben wir schon zusammen gespielt in meinem ersten Film. Sie beide haben den Film nie gesehen. Die Film-, Fernseh- und Theaterkarriere von Rudi Walter ist beinahe ohne ihresgleichen. Eine spannende Tatsache: Valo Deuber ist im gleichen Haus im Zürcher Seefeldquartier aufgewachsen, wo Rudi Walter und Inigo Gallo mit Margrit Rainer gewohnt haben. Die drei waren nebst dem Film Pfarrer Iseli, bei dem auch Stefanie Glaser mitspielte, in der TV-Serie Ein Fall für Mandli zu sehen. Macht Spaß mitzumachen. Und dann verdient man noch ein bisschen etwas dabei. Lukas Ammann, der vor allem durch seine Rolle als Graf Joster bekannt wurde, kannte Anne-Marie Blanc schon seit Wachtmeister Studer, wo er eine Nebenrolle hatte. Auch in Pallas Hotel spielte er mit, wo auch Eva Langgraf, Ehefrau von Regisseur Kurt Früh, als Statistin erste Schauspielerfahrung sammelte. Es sind so viele alte, liebe Kollegen dabei gewesen, und auch den Regisseur kenne ich schon lange. Und dann habe ich gedacht, könnte ich mich wohlfühlen. Und bin halt einfach rückfällig geworden, wie man so schön sagt. Und Ursula Andress? Die schönste Erhebung der Schweiz seit der Erschaffung der Alpen, wie sie in den 60ern in den USA liebevoll genannt wurde, war für Deuber und Stierlin ein Glücksfall. Aus unbekannten Gründen hatte Ursula Andress noch nie in einem Schweizer Film mitgespielt. Also hatte sie auch keine Verbindung zu den anderen 9. Erst im Frühjahr 1988, also eigentlich erst ganz kurz vor Drehbeginn, gab sie ihre Zusage. Und wegen der Gage sagen wir, da kann man natürlich nicht sagen, jetzt wird die zahlt wie in Amerika. Da muss ich das auch berücksichtigen, dass es für die Schweiz ist. Es ist ein Film, der auf Dialekt gedreht wird, im Dialekt gedreht wird. Das ist also limitiert, sagen wir sofort. Und das hat mir einfach alle Personagen gut gefallen und die Regisseure haben mich beeindruckt und natürlich, wie ich vorher gesagt habe, wegen dem Drehbuch. Ja. Die Herausforderung war also nicht wirklich, den Kontakt und die Zusage der Schauspielstars zu erhalten, sondern einen passenden Termin für die vielbeschäftigten Akteurs zu finden. Von dem Film halt ist eben sehr schön, dass wir eine Gruppe von Professionals und dass das zum größten Teil sicher auch im Hinblick auf uns auch geschrieben worden ist von diesen zwei. Das einmalige Star-Ensemble gab dem Film tatsächlich bereits während dem Dreh große Publizität. Der Blick zum Beispiel hatte zwischen dem 25. Februar und dem 8. März 1988 jeden Tag jeweils einer Figur des Ensembles ein großes Porträt gewidmet. Kein Zufall. Die Ringier AG hatte in die Filmproduktion investiert und wollte nun mit Tam-Tam sicher gehen, dass es auch ein Erfolg wird. Michael Ringier schreibt dazu im Vorwort des Buchs zum Film: Der Ringier Verlag hat weder Besitzansprüche noch Optionen auf Schweizer Schauspieler und will sie auch nicht haben. Dennoch gehören die Darsteller der Klassenzusammenkunft ein wenig uns oder jedenfalls zu uns. Als der Ringier Verlag angefragt wurde, ob er zum Projekt Klassenzusammenkunft auch ein Zustüpfli geben würde, haben wir gesagt, nein, da machen wir richtig mit. Das wird ein Film, der unserem Publikum gefällt. Auch weitere Sponsoren trugen zur Werbekampagne des Films bei: Milka Schokolade und die Basler Versicherungen. Und Polo Hofer und seine Schmetterband lieferten den offiziellen Soundtrack zum Film, der allerdings im Film selbst nicht zu hören ist, aber damals im Radio rauf und runter gespielt wurde. Agnes, das wär doch lustig mit uns zwei. Der Fokus auf Kommerzialität und Marketing sollte sich schließlich auszahlen. Der Film startete am 15. Dezember 1988 in den Deutschschweizer Kinos. Im Februar konnte er bereits 125.000 Eintritte verbuchen und galt somit als Kassenschlager.
Die Regisseure hatten sich allerdings mehr erhofft. Genauso die Kritiker, die dem Film eher durchschnittliche Noten gaben. Dennoch erhielt Klassenzusammenkunft die Qualitätsprämie des EDI und durfte sich 1989 an einer weltweiten Festivaltournee unter anderem in Montreal, Moskau und Sanremo erfreuen. Das ist also wirklich ein ganz großes Projekt und für einen Schweizer Film sowieso. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren Sie die Glocke, damit Sie über neue Videos benachrichtigt werden. Schweizer Filme neu entdecken auf filmo.ch.